Oh, Marius, hola. Vandaag is Dezember der 18. Vrijdag. Eine Week van Weihnachten. En we gaan. Ja, hier war so ein schöner Kaffee Combate. Ik lijk waar we moeten voelen. Ik luide hier bloos even veel Kaffee Combate. Die waar we moeten mal een glas koffie schenken. Wat leuk je? Oh, Kaffee Combate schmeckt je bij me. Zo schön. Maar we gaan. Nu wil ik een paar minuten nemen. Mij zeer bedanken. Voor al die vrienden, wat mijn video's gehoord hebben en besonders ook nog wat we hebben comments geschickt. Je hebt me allemaal moed en vrede. En besonders weinig zijn van wat voor land die zijn of van hoe die zijn. Vrij me allemaal van jullie hier en ik ben zeer dankbaar daarvoor. En ik heb God gedankt dat ik dat verder ga nog een video maken hier en daar en jullie dat checken. En jullie vrede brengen, vielleicht noch zum Segen sein. Wat sehr dankschön für jeder einer, was die Videos gesehen hat. Sehr dankschön. Das Jahr war bald durch. Es ist ein schweres Jahr gewesen, aber Gott ist mit uns gewesen und wird wieder mit uns sein. Diejenigen nur, die seine Leben ist alle da, nie, frisch, nie. Und immerhin, ich will von dir bloß sein, sehr, sehr dankschön. Für alles, was ihr für mich getan habt, die Freude, was ihr mir gebracht habt. Und nu wil ik nog een beetje een geschicht vertellen. Ik zag hier deze week een geschicht. Dat handelt zich van een man wat alles verloren had. Had geen vrouw, geen heim. Niet, die woonde op een gas wie een heimloser. Zo dan ja, dat vleem was. En kwam dan een stad aan. En hij wordt dat aan, dat zal een christelijke stad zijn. Dan denkt hij zo, hij wordt er vielleicht nog arbeid vragen. En vielleicht kan hij zich wat eten verdienen. Schlimm will er nicht, aber er will nur schaffen, dass er sich kann das Eten verdienen. So ist er dann ein Restaurant nehmen und die schmieden ihm da raus, die kullert das große Rüt auf den Fauststich ab. Da werden sie überhaupt nicht mehr sein. Am Saat auch nicht ganz abgeringt und vielleicht die Haare mit versoltert, aber weiß nicht. Und naja, dann geht er wieder und dann sitzt er durch ein Gebiet, ein Geschäft. Denken sie, die wollen vielleicht Arbeiter annehmen. Vielleicht fehlt den Arbeiter, vielleicht kann er sich durch Arbeit sägen. Jeder da näher an Office, und als er näher kommt, da sitzt er der hat noch wirklich durch einen Wandspruch, einen Bibelspruch an der Wand hängen. Denke so, oh, das wollen probably sehr feine Menschen sein. Christliche Menschen haben die dort so einen feinen Spruch an der Wand. Kommt der Wirt dann neben der und fragt er, was weißt du hier? Da sagt er, well, er hat nicht und am Hunger, dass er sich hier kann mit Arbeit bestellen. Irgendwas, krijgt het woord is, wel billig, aber hij wil alleen te schaffen. Hij wil niet geslammen, hij wil bloß schaffen. En dan zegt de Wirt aber, check dan een beetje van boven en zegt hij, ruit met die schwiet niet al best vielleicht nog eens goed besopen. Zo ze die zitten alles ruit met die wil ik geen kort aan. En dan zegt hij, aber doe me den gevallen, geef me eerst nog arbeid, krijg het wat van de domme arbeid dat is, ik wil schaffen. Dan zegt hij, ruit, du hast der. En wanneer die voor nu krijgt verlopen, daar waar ik de politie vond, die worden hier uitstappen. Nou ja, dan gaat er dooruit en dan gaat er vliegen raus en als een beetje enttäuscht ben dat alles stopt en dan zit er door een kerk en denkt zo, daar wordt er doorgaan. Vielleicht wordt die prediger aan dan gaan houden. Dan gaat er doorgaan, klapt er dan naar der aan en die neer op de prediger kan bruiten en vraagt de prediger, wat gaat die met houden? Dan zegt hij, wie veel arbeid, als er ergens wordt wat ik hier kan voor jullie doen, dan krijg ik het woord als ik dan mij wat geld verdienen dat ik eten kan. Maar weet niet wem, wer da Arbeit fehlt, irgendwo kost ich für mich mehr dran von mir uithalten, irgendwo mit Arbeit, dann sagt der Prediger, nee, ich weiß kein nicht, wer da nur Arbeit sagt, und ich halte mich nicht für die, ich wünsche dir viel Glück. Und dann merkt der kann jetzt trainieren, laat den Mann da stehen. Und dann die nächsten Sonntag, dann denkt das harmlose Mensch, hey, was mal in die Kirche fahren, muss ich, wollte du am Sonntag predigen. Und dann kommt dann die Kirche an Sonntag morgens und saß ich mal ganz hängen da, wegen Menschen, die kicken und so an, weil es am Sonntag nicht sind, ja, ich hab nicht, vielleicht auch ein Stückchen nicht gebot. Aber und dann fangen die dann an zu singen und der Wirt wird am hat geschmiert, die sollte auch Bern an der Kirche und der Mann von dem Restaurant und der Prediger wieder auch. Und dann sangen sie da und preisen und loben Gott da in Menschen wie ein Schaf, die in einzelnen vielleicht noch assistiert. Und
Dat lijkt ze dat wir eerst Christen hier am Sonntag. En ik kwijt, oh, wat dan, dat is met een kop en weer met ons met afverstaan wat ze zingen en dan van de prediker aan te predigen. En als dat zegt, die weet dat van die fabriek, wat hem had uitgesmeerd, die homelose man die zo te hingen en waar dan best je, wat hem aan. Dan reed die prediker door, die geeft een zeer fijne boodschap. Dan reed hij door van wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat hij ons goed is. En ja, Jezus nog als een Himmel gefahren heeft en nog besteld dat we zullen hier zo leven als hij deed. Andere mensen leven, krijgt es wie onszelf doen. En mensen uithouden willen kunnen. En niet plus zijn, wanneer we aan de deur komen, dat we hem half veel dat goed merkt die warm, goed feit die war, eet die zout, mag God die zijn en mag God met die zijn. En dan bloß een ring draaien. Zo willen we niet, we willen Jezus nu volgen. Waar we zo leven als Jezus deed. En we hadden zo even een predigt. En dan, als de predigt dan sterk werd, dan kwam das homelose man door de veren, die wel niet nog abhouden. Maar zei de prediger, laat ik niet in de veren komen, die wel wat zeggen. Ik heb er aan en eens die geloven, dat is vielleicht bezopen, of vielleicht nog een beetje local. Ik kwam er door de veren en dan zei das homelose man, ik heb een vrouw voor jullie. Wat meint dat bij jullie Christen zijn? Die zingen hier en prijzen en loben Gott en zijn schaftig en de prediger hat zo'n fijne predigt. Beantwoord mir dat. Wat meint dat? Want die sagen, die dan Jezus nu volgen en die leven voor Jezus en die zijn andere mensen goed, zoals Jezus ons goed is. Wat meint dat bij jullie? Kan je mir dat beantwoorden? Hij zei dat hij 4 maanden terug had alles verloren en de dag dat hij een accident te dood gekomen, weet niet wat alles. Dat kwart wie hij was weer. Nicht einer wie in den Arm gekommen, hat ihm der Motor gespielt, oder Arm gefühlt, oder gefragt, konnte nicht mehr was halten. Der Einzige, was er durchkriegen hat, jemand hat ihm da noch eine Karte geschickt und gesagt, mach Gott mit die sein, und das ist alles. Eins hat nicht einer von den Quatsch sich am Arm gebaut hat. Nu wir haben bloß nicht gedacht, und diese Quatsch, was meint das, beginnt, wenn die sagen, die dann Jesus nur folgen. Und das dann sagen, der halbe Quatsch, der war der Kopf gestellt, die Menschen, die fangen an zu denken, wo lebe ich? En de mensen die aan de werk hadden, zo slecht behandeld, die bouwden dat. En immerhin, als das man dat dan eens gezegd had, dat wil heruitgaan en dan over den schart dat topen. Ik heb al dat meul, bloot uit meul. En dan hier zijn nog naar hospital en over den gestorven. En als die mensen leven, dat wir bloß een show, die mensen was ik hier bloß dan gehad, die wir besopen, of vielleicht loco. Bloß dat mensen zich zo am Bau jammeren en am uithalen, dat weer bij was zo. Maar immerhin, nächste zondag. Dan gaat de prediger dan op en dan vertelt hij wat hij dit gebouwd heeft. Hij zegt, das man, wo wir laatst hier in de kerk weer, der wordt hier niet zijn, der ist gestorben. Der war sehr krank, das wissen wir nicht. Immerhin, en aan weer dat wichtig geworden. En hij zei, als hij had de fijne predigt gehad en op één predigt zegt dat de kerkmensen, ik heb me opgemerkt, ik wil nu zo leven als Jezus werkelijk wil gaan wie zelf, niet bloos om zondag. En voor jullie mensen, werden wel, die komen hier rondkomen, dat we in deze stoel komen. En dan wil we door Jezus verspreken, dat we worden zo leven als hij wil gaan. En de werk ook, 7 jaar de werk, niet bloos hier om zondag komen zingen en predigen en zo wieder. En werden wel, die komen nu volgen door aan de stoel nemen en de eeuwige, wat er niet wel, die kan dan een huis voor. Die kwart is nu daar. En iedere halve kwart, die ging eruit voor een huis. Wie in de prediger had gezegd, van nu aan, willen we ons vragen, wat wil Jezus doen? Want wie willen een scher opmerken, of ergens wat am geschaft, of hier, of daar, en ons vragen, wat wil Jezus dat doen, of wat wil Jezus doen? En veel mensen werden am sterk. Die voeren een huis. Wegen zij dat stemmt niet met een werk wat zij deiden en wat ze staat aan willen vragen. En er waren wat mensen die gingen in prediger hingen aan, die verspreken. Zij willen zo leven als Jezus wil gaan. En dat kwam zo weit, de oudste, wat er weer veel mensen die vangen deze man aan te hassen. En dat zegt ook in de Bijbel. Zo'n mensen wat Jezus voor nu volgen, die wordt gehaast worden. En die deden deze prediger zo goed nog de ruit, die hadden een wol. En die wilden in de ruit, de oudste van de kerk, die wilden in de ruit. Ze zo'n kjab die bloß niet aan. Die willen het zo houden als we het gehoord hebben. Dat mijn zoveel te zijn is, am zondag in de kerk komen, melden met mij en zo weer en dan ergens aan de werk. Dat is niet moeilijk te zijn dat we christen zijn.
Und ich habe viel über neue gedacht, und ich mache mir das selbst fragen. Ich mache alle Tag so viele Fehler, und wel bei diese Weihnachten. Wel bei diese Weihnachten uns alle gut sein. Wie kann ich die ganze Welt raten oder die ganze Welt helfen? Aber wel wir tun, was wir können. Vielleicht können wir eine Friede bringen. Das ist eine schwere Weihnachten, mit das Coronavirus und alles. Schwer war, aber irgendwo können wir ihm Leute vielleicht in den Funkel geben, in den Funken, was über reinmerken, was über reinzumerken ist, oder was immer du ist. Ich glaube, wir wollen alle keine schöne Weihnachten haben, wenn wir dort wollen. Ja, ich weiß, dass viel Trüge gewesen, sind Menschen gestorben, und so vorher, ich glaube, was ich dort kann, hier und da, gestern sind noch wieder zu mir, da wir sind schwer gestorben, und so ist der heute nicht andere Trüge. Und wir müssen uns bloß taubstehen. Wir müssen uns an Gott halten. Und lest gut mal, wenn ihr Zeit habt, oder ihr wollt die Zeit nehmen, Jakobus Kapitel 2. Lest das ganze Kapitel da mal durch. Und dort sagt er, wenn wir einen Glauben haben, aber keine Worte haben, dann ist das tot. So, du sagst, hey, wenn wir einen Glauben haben, dann beweisen die Worte das auch. So, wenn wir uns das alle, ich und du, wenn wir uns das alle ernst nehmen, wenn wir dort beweisen, dass wir an Jesus glauben, dass wir uns nicht mehr anschämen. Nicht bloß am Sonntag in der Kirche. Alle Tag. Das für mich, für ihn, für alle. So. Ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Weihnachten. Und mag Gott mit uns alle sein und mag wir uns alle gut sein. Dankeschön hier von Struckland, Manitoba. Sei uns Luther.